Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Weltenspiel. Und zwar ein Video seit etwas länger wieder mal, weil ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel bemalt, wie ihr vielleicht seht. Und zwar habe ich ja eigentlich meine Grundarmee der Genestealer mal angefangen anzumalen. Ja, bis etwa Anfang des Jahres hatte ich noch keine Genestealer und langsam habe ich schon fast 2000 Punkte, ähm, die ich auch gleich mitgenommen habe an ein Cheat-Sheet, um herauszufinden, wie sich die Armee spielt, was sie können, was sie auch nicht können und wie sich das Ganze anfühlt. Wenn ihr wissen wollt, was ich dabei gehabt habe, wie ich mich geschlagen habe, dann bleibt dran. Ja, vor euch seht ihr 2000 Punkte Twisted Helix Genestealer. Ich bin mit Twisted Helix gegangen, weil ich viele Pure Strain von einem Freund übernehmen konnte. Und mit Pure Strain ist einfach Twisted Helix super gut. Ja, aber was habe ich dabei? Wir beginnen hier mit dem Patriarchen. Er hat das Relic, dass er einmal pro Spiel einen Zauber einmal pro Phase einen Zauber wiederholen kann und plus einen Schaden als Warlord Trade auf seinen Nahkampfwaffen. Genau, als Zauber kennt ihr Fight Last und Advance and Charge, Advance and Shoot, Fallback and Charge, Fallback and Shoot. Dann haben wir einen Acolyte Icon Ward und einen Primus, der das Upgrade hat, einmal pro Spiel 2 Einheiten, die auch nicht Core sind, einer Wounds-Rolling zu geben. Dann nicht HQ, aber auch ein Charakter, der Nexus, der hat natürlich das Relic für den 5er CP gekriegt. Genau. Dann im Troop-Slot haben wir hier 10 Akolyten mit zweimal Kata, zweimal Drill und einem Banner. Die haben das Upgrade, dass sie 3w6 chargen können. Dann hier 5 Akolyten, die in 3 Zoll schocken können mit 3 Handflamer, ein Demolition Charge und einer Peitsche. Hier hinten 20 Neophyten mit 4x Seismic Cannon, 4x Flamer, einem Banner und das Upgrade, dass wenn sie reinkommen, der Gegner als Exposed gilt. Dann hier nochmal 20 Neophyten mit 2x nur Seismic Cannon, 4x Flamer und einem Banner und auch allen mit Shotguns. Dann der letzte 20er Trupp Neophyten mit 4x Laserkanone, also der Mining Laser, 4x Granatwerfer, die haben Autoguns und auch einen Banner. Die haben das Upgrade noch gekriegt, dass ich nach dem Roll-Off sie in strategische Reserve stellen kann. Das waren die Troops. Dann haben wir hier das Herz der Armee. 28 Genestealer. Einmal 10, einmal 10, einmal 8. Und der Trupp hier kann, wenn ich den Blip aufdecke, können die sich bewegen. Müssen natürlich 19 Abstand vom Gegner halten. Dann hier hinten im Elite-Slot noch 5 Aberrants mit dem Upgrade, dass sie plus 1 Attack haben, wenn sie das erste Mal kämpfen. Dann hier 5 Bikes mit einmal Demolition Charge, einmal Granatwerfen, weil ich noch Punkte übrig hatte. Eine Nahkampfwaffe auf den Sergeant. Dann zu guter Letzt, um das Ganze abzuholen, ein Truck, mit dem die Modelle dann etwas geschützter sind, vor allem gegen den Tau-Beschuss ist er ganz nützlich. Ja, das ist meine Liste. Die Liste besteht vor allem aus Dingen, die ich habe, aus Modellen, die ich habe, das etwa meine ganze Genestealer Collection, also Genestealer Cults Collection. Ich hatte also nicht viel mehr Auswahl, aber ich bin sehr motiviert, die Armee weiter auszubauen. Aber nun kommen wir zum Turnier. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die ganzen Modelle geschlagen habe und vor allem wie ich mich geschlagen habe, dann bleibt dran. Ja, wir sind am Bamble Clash angekommen und hier beim ersten Spiel, wir haben schon aufgestellt gegen Deathwatch, wie ihr hier hinten seht. Unsere Sachen, die wir aufgestellt haben, sind natürlich Bikes und Blips. Das ist alles eigentlich schon. Ich habe schon lange nicht mehr gegen Deathwatch gespielt. Ich glaube eigentlich gar noch nie. Und wir schauen mal, wie das Ganze rauskommt. Ja, so sieht es nach dem Spiel aus, außer dass eigentlich noch eine Menge Deathwatch hier stehen würde. Ja, die haben 5 Objectives gehalten und das ist das, was ich noch habe. Ein Truck, ein Genestealer und ein Nexus. Ja, das geht aus 97:66 für die Deathwatch. Wir kommen zu Spiel 2. So sieht's aus beim zweiten Spiel. Und zwar spielen wir gegen Tau. Große Freude herrscht. Wir haben ja nicht viel aufgestellt, die Bikes. Dann die 20, die noch wegkommen vom Feld und wieder eine Menge Blips. Ja, gegen Borkan Tau. Wir kommen nach dem Spiel wieder zurück. So sieht es am Ende des Spiels aus. Und die Tau
haben wirklich alles getabelt von mir. Und ja, wie ihr seht, die Taus haben noch sehr, sehr viel auf dem Tisch. Eigentlich fast alles noch. Ja. 84-51 für die Tau. Das ist geschoben. All das, ja, und mehr nichts. Ja, herzlich willkommen zu Spiel 3 und oh, wieder Überraschung, nochmal gegen Tau. Freude herrscht, natürlich. Ja, wir haben alles aufgestellt, Neophyten, Bikes und wieder klassisch Blips. Ja, und wir spielen irgendeine Mission, 33. Genau, ja, mal schauen, wie das Ganze rauskommt. Wir kommen nach dem Spiel wieder zurück. Ja, wir sind am Ende. So sieht es am Ende des dritten Spiels aus und es ist sehr, sehr knapp ausgegangen. Ja, von den Jeans hier lebt das hier hinten noch. Es ging irgendwie 5 Punkte oder 4 Punkte fehlen mehr für das Unentschieden oder den Sieg sogar. Ja, hoffen wir mal 4. Runde ohne Tau. Schneller als ich, weil ich habe jetzt eine Nacht dazwischen, aber ihr habt nur einen kurzen Cut dazwischen. Bis nachher. Wir sind im 4. Spiel angekommen. Ja, wir sind beim 4. Spiel angekommen und ausnahmsweise nicht gegen Tau. Wir spielen gegen White Scars. Space Marines also. Ja, wir haben aufgestellt wie immer Blips und anderes Zeugs und die 20, die bald wieder weggehen in die Reserve. Ja, wie das Ganze rauskommt, sehen wir am Ende des Spiels 4. Machen wir. So, wir kommen nach dem Spiel 4 zurück. Let's go. Ja, es ist saugeil hier. Gib mir mal kurz die Kamera. Okay, so. Ich muss mal sagen, für die Zuschauer, Colin ist echt ein cooler Typ und war ein richtig geiles Spiel, am Ende richtig knapp, aber ich habe es nochmal drehen können, aber ganz knapp. Dankeschön. Freut mich, danke. Danke auch für das Spiel und so sieht es aus am Schluss. So sieht es am Ende des Spiels aus. Was für ein knappes Spiel. Wir haben da 10 Jeans-Zieher und auch 2 Aberrants hier auf dem Objectives. Und ja, das war alles. So knapp, ja. Es sind 7 Punkte, die er noch am Schluss mit seinem Push holen konnte. Aber wirklich ein geiles Spiel. Hat sehr Spaß gemacht. Kommen wir doch zu Spiel 5. Ja, wir sind beim letzten Spiel angekommen und zwar at the bottom of the bottom, Genestealer gegen Genestealer. Ja, man sieht Blips und sogar etwas Brute Brothers. Oh, wieder mein Trupp, den ich wegnehme. Das war alles und wir kommen nach dem Spiel wieder zurück. Ja, so sieht es am Ende des Spiels, des Turniers aus. Und es gibt noch einen Sieg für die Genestealer. Und zwar für meine. Da haben wir noch Genestealer, da versteckt noch etwas. Ja, ein paar Aberrants hat er dann auch. Dort haben wir die Panzer rausgenommen. Ja, und wir sind schon am Aufräumen. Das war das eigentlich, das Turnier. 4-1 gegen mich, also ich habe einen Punkt ein Spiel gewonnen. Aber ja, Genestealer, sehr schwer zum Spielen, aber ich bin sehr motiviert, weiter mit den Genestealer zu spielen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir kommen noch zur Nachbesprechung, da hört ihr mehr darüber. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis nachher bei der Nachbesprechung. Ja, wir sind hier bei der Nachbesprechung angekommen. Nach 5 langen, harten Spielen haben wir es endlich geschafft und wir sind wieder zurück. Ihr habt gesehen, das Ganze ist weniger gut herausgekommen, als ich gehofft hatte. Also ich habe nur einmal gewonnen, 4-mal verloren. Aber das ist ganz okay, weil ich hatte 5 sehr gute Spiele gegen 5 tolle Gegner. Vielen Dank nochmal an alle Gegner für das Spiel, für die Spiele und vielen Dank auch an die Organisatoren für das tolle Event. Also es war wirklich cool. Das GT Bamble Clash kann ich wirklich jedem empfehlen. Ja, und dann noch zu meiner Armee. Ich habe gemerkt, dass 20 Neophyten schneller sterben, als man denkt. Also die sterben weg, wie die fliegen, das ist unglaublich. Und der Schaden gegen Tau und so ist wirklich dann doch nicht der man sich erhofft. Aber das ist ja auch vor allem, die Liste war jetzt mal etwas, das ich hatte. Das sind eigentlich alle Genestealer-Modelle, die ich hier habe. Ich habe so 2 Charaktere noch mehr. Aber ich habe sehr Motivation daran weiterzuarbeiten, weil die Armee ist zwar schwierig, aber auch sehr rewarding. Also es macht wirklich Spaß, diese Kombos da auszunutzen und die vielen Tricks, die sie haben, auch zu brauchen. Ich habe mir eine
gute Gene Seal Collection erworben. Das heißt, ich habe bald Zugriff auf mehr Modelle, mehr Möglichkeiten und ich freue mich schon sehr, da weiterzuarbeiten mit dieser Armee. Ihr werdet also wahrscheinlich bei den nächsten Turnierreports noch etwas mehr Gene Sealer sehen. Ja, das war das Video. Ich hoffe, der Turnierreport hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder zu einem neuen Battle Report sehen. Vielleicht mal Gene Sealer gegen Tau, wenn ihr sehen wollt, wie die Gene Sealer richtig auf den Sack bekommen. Oder vielleicht auch mal ein anderes Video. Also, macht's gut und wir sehen uns bald wieder. Bis bald.